Wie war Battle of the Socials? Habt ihr Battle of the Socials geguckt, Chat? Wie fandet ihr das? Nee? Ja, gut. Ich muss tatsächlich sagen, im Stadion war die Stimmung so mit, aber das ist oft so bei solchen Events, weil halt einfach, es gibt halt spannendere Spiele und weniger spannendere Spiele. Zum Beispiel, wenn das Team Eli gegen Team Knossi gespielt hat, unser erstes Spiel war insane, fand ich richtig geil, richtig spannend. Und ich glaube, im Stream kommt es halt ein bisschen besser rüber, I guess. Ich habe zum Beispiel die Halftime-Show von Augo geguckt, die war leider im Stadion nicht so gut. Und da muss man einfach Augo mal verteidigen. Erstens finde ich, hat er eine richtig geile Show gemacht. Und zweitens sind diese Stadionboxen, also wenn du jetzt nicht eine Bühne aufbaust in einem Stadion für ein Konzert, sind halt diese Stadionboxen für ein Konzert einfach scheiße. Das halt einfach immer viel zu viel. Man hört es im Stadion nicht so geil, aber im Stream war es voll geil, Digga. Im Stream ist voll geil rübergekommen. Und Augo hat auch viel Scheiße gemacht. Fand ich actually geil. Aber ich fand es eigentlich nice, dass es überall gestreamt, also so das Prinzip von Battle of the Socials war nicht geil. Ich fand es geil, dass auf TikTok gestreamt wurde, auf YouTube und auf Twitch. Das fand ich eigentlich geil. Man hätte wahrscheinlich noch ein paar Sachen besser machen können. In einer kleineren Arena wäre ein bisschen besser gewesen, I guess. Ich verstehe nicht, also die Arena hätte Platz gehabt für 35.000, glaube ich, oder so. Ich verstehe nicht ganz, wieso das nicht voll wurde, weil eigentlich denke ich mir, alle Leute, die dort sind, die Größe vom Event, die Einmaligkeit ist eigentlich geil, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an Mainz? Ist Mainz eine scheiß Lage? Muss man das in Berlin machen? Wahrscheinlich muss es in Berlin machen oder in Köln oder in Hamburg. Lag es daran, dass Urlaub ist? Lag es daran, dass es an einem Sonntag war? Habe erst danach davon erfahren. Ja, nee, Digga, dann lebst du in dem Mond. Wenn du erst danach erfahren hast, das haben ja wirklich alle TikTok haben Videos gemacht, alle Streamer haben darüber geredet. Also ich glaube, jeder hat davon mitbekommen so. Ich glaube, Mainz war nicht der richtige Ort, eher Köln. Denkt ihr, wenn man das Event in Berlin oder Köln gemacht hätte, wäre das voll geworden? Weil ich habe so das Gefühl, Digga, das klingt jetzt immer so dumm, ne? Und an dieser Stelle auch mal big Props an Knossi, dass er das Ganze, also die Firma von Knossi, dass sie das gemacht hat. Die Idee, dass das umgesetzt wurde. Es war richtig geil organisiert vor Ort. Auf jeden Fall, ich rede halt immer nur aus Spielersicht, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wie es war aus Zuschauersicht, aus Spielersicht, wenn ich das mit anderen Events vergleiche, richtig geil. Obwohl ich sagen muss, Trimax-Event war insane organisiert und die Events von Eli waren auch immer richtig geil organisiert. Aber es gab so zwischen denen so 2, 3 andere Events, die jetzt nicht so geil waren. Aber war geil organisiert. Es wurde um uns gekümmert. Neweiler Olympiastadion 70.000 Plätze hat. Gibt es in Berlin kein Stadion, das kleiner ist? Alte Försterei. Was ist das? Das sieht ja insane aus. Alte Försterei. Das wär's. Wie viele Leute haben da drin Platz? Ich sag 15.000, 20.000. Dieses Ding voll und es ist affengeil. Die meisten sind auch von weit weg gekommen, würde ich schätzen. Ja, aber ich denke dann halt trotzdem so, wenn du jetzt von Berlin oder Hamburg kommst, dann nimmst du dir den Weg, um nach Mainz zu fahren, nicht. Das machst du halt nicht, I guess. Alte Försterei. Wie viele haben da Platz? 22.000 Plätze. Digga, Alte Försterei, Berlin. Das ist es. Nächstes Battle of the Socials einfach dort machen. Maps. Wo ist es in Berlin? Ja, ist relativ weit außen, aber es ist halt in Berlin. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, ne? Wenn du es in Berlin machst, dann müssen halt die Leute aus Köln und Hamburg kommen. Und die meisten Leute leben halt einfach hier so in Dortmund, Essen, dies, das. Bielefeld gibt es nicht. Zu wenig Promo. Ey, zu wenig Promo würde ich gar nicht sagen. Wurde nicht promoted. Ey, ich finde, Battle of the Socials, auf jeden Fall aus meiner Sicht, wurde mies oft promoted. Knossi hat richtig viel gemacht. Bei Hungriger Hugo war es drin. Alle TikToker haben vorher Videos gemacht. Also, ja, ey, Digga, ich finde es echt schwer zu sagen, weil irgendwie habe ich so gedacht, ja, eigentlich müsste man das Stadion voll bekommen. Weil die Leute, die da sind, und ich glaube, ich würde sagen, dass wenn das Stadion wirklich full gewesen wäre, dann wäre so die insgesamte Stimmung noch ein bisschen geiler gewesen. Wäre so meine Einschätzung. Aber trotzdem finde ich, für das erste Mal war es voll gut. Man kann lernen aus den Fehlern, die man gemacht hat, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob es das wiedergeben wird, aber falls es es wiedergeben wird, wird es wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, mit einer anderen Sportart geben, weil Battle of the Social kannst du ja auf alles anwenden. Kannst ja Kunsttouren machen, kannst ja Burgen bauen oder irgendwie irgendwas anderes machen. Dodgeball-Event hatte ich irgendwie mehr am Schirm, aber das hat vielleicht mit Papa Platte zu tun. Ja, kommt halt immer ein bisschen drauf an, in welcher Bubble du bist. Wenn du jetzt krass in der Papa Platte-Bubble bist, dann hast du wahrscheinlich mehr mitbekommen vom Dodgeball-Event, weil Papa Platte halt auch da drin war, ne? Frankfurt wäre auch ein Versuch wert. Ja gut, Frankfurt ist wieder genau gleich wie Mainz, also es liegt ja direkt nebeneinander. Da spielt es ja keine Rolle, ob es jetzt in Mainz ist oder Frankfurt. Ich bin mit meinem Management am Plan im Oktober, dass es endlich wieder ein Tischtennisturnier gibt. Ich habe so Bock auf ein Tischtennisturnier. Ich war gestern spielen, es hat so Bock gemacht, Digga. Und es soll auch so ein bisschen skill-based sein. Das heißt, es sollten schon Leute spielen, die schon so ein bisschen Tischtennis spielen können. Das würden wir in Köln machen, ohne Zuschauer und Shit. Halt einfach ein geiler Stream und dann Dezember, Januar muss das Darts-Turnier hin. Das Darts-Turnier muss gemacht werden. Ich sehe mich da so krass drin. Wir nehmen den ganzen Hype der Darts-WM mit, weil da sind eh viele Leute drin. Ich habe dann richtig Bock. Paolo Muck hat richtig Bock und dann machen wir einfach das geilste Darts-Turnier. Da sehe ich mich.